Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir befinden uns wieder mitten in einem wunderschönen kleinen Perkli vorderhalb von Silbermond, wo natürlich unsere Beine perfekt mit eindesignt worden sind. Wir sind, glaube ich, das einzige Wesen, das die Beine sogar durchs Bänkchen durch stecken kann, damit es einfach gut aussieht. Ja, wir sind noch stecken geblieben und zwar haben wir da vorne ein paar Quests, noch eine zum Abgeben und eine zum Erledigen mit den Lehrling. Ich würde sagen, wir machen uns ganz langsam mal auf den Weg dort und ich schaue jetzt mal ganz kurz noch mit dem Beutel rein. Weil ich sollte ja genau eine bessere Brust haben zum Anziehen und noch ein bisschen besseren Bogen. Das könnten wir eigentlich gerade mal machen. Und was ich gar nicht brauche, ist eigentlich der, den könnten wir mal rausschmeißen, damit auch meine Fähigkeiten wieder alle komplett voll sind. So, dann kommen wir da vorne mal zum verwesten Areal. Okay. Ich bin mich allgemein schon fragen, in World of Warcraft hat ja der Arthas Silbermond überfallen mit einer Horde voller Untoten. Und ich bin mir schon die ganze Zeit überlegen, ob das der Weg da soll eigentlich gewesen sein. Und da hinten sollte eigentlich vielleicht dann der komische Brunnen gewesen sein mit all diesen Macht von diesen Nachtelfen, Blutelfen, wo er Sylvanas dann niedergestreckt hat und zu einem Untoten gemacht hat. Und ich bin jetzt die ganze Zeit überlegen, ob das der Weg da könnte sein. Was ich aber gerade noch gesehen und weiss, da oben haben wir eigentlich noch eine Quest zur Verfügung, wo wir ganz kurz gehen könnten. Da machst du mir auch noch schon guten Schaden da. Geht's noch? Bist du doch ein Löli, hey. Lass mich in Ruhe. Abfahren. Wir sind am Quests annehmen, vorher kill ich nichts. Hey, immer die Untoten, die da einen auf trotzig machen und nicht hören, hä? Tötet 6 solchen Knochenplünderer und kehrt anschließend zu Waldläuferin Jayla in der Todesschneise im Immersangwald zurück. Ja, und jetzt bin ich aber am überlegen, ob er da irgendwie da durchgerollt ist und da hinten eigentlich der Brunnen von der Macht sollte stehen. Weil es sieht halt ganz danach aus, als wäre mal die Horde, also die Horde voller Untoten da mal irgendwie durchspaziert, besonders da mit diesen Fleischwegen und allem. So, jetzt haben wir die Quest angenommen. Ich würde sagen, dann erledigen wir die gerade. Es wären jetzt mehrere von diesen untoten Türen. Jetzt würde ich aber gerne mal das 5 gerade ausprobieren. Okay, das ist 4. Da kommt halt noch mehr Angriffsgeschwindigkeit über. Das ist natürlich ziemlich nützlich. Es braucht aber auch einen guten Moment zum wieder aufladen. Wiederaufladung braucht 12 Sekunden. Bedeutet, wenn ich die zwei rausklatsche, haben wir wirklich nur noch 12 Sekunden, um eigentlich abwarten, bis wir es wieder einsetzen können. Aber dann würde ich jetzt zuerst Ansprinten machen, nachdem eigentlich ein bisschen verlangsamen, dass unser Manöckli 30% schneller unterwegs ist. Sehe ich das richtig, die Kombo, oder ist das überflüssig? So, dann haben wir ein bisschen Leinstoff. Leinstoff ist natürlich auch ganz cool. Können wir später auch noch gut gebrauchen. Und gut verkaufbar natürlich auch im Shop. Wir haben ja da so eine Art wie eine Verkaufsstelle für alle WoW-Spieler. Das bedeutet, ich weiss jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie man das nennt. Ich hoffe, es fällt mir noch ein. Dort können wir Auktionshaus. Im Auktionshaus. Oh mein Gott, hey, bin ich wieder verpeilt. Im Auktionshaus können wir dann unsere Sachen versteigern gegenüber anderen Spielern. Das heisst, wir können von anderen Spielern Sachen kaufen, wie sie von uns Sachen können kaufen. Und daher sind allgemein so Leinenstoffe gut. Besonders, ich weiss halt nicht, für welche Berufe man die allgemein braucht, aber ich glaube, Schneiderer braucht man die. Also Schneiderer. Und Lederer bin ich jetzt unsicher, ob man die bräuchte. Aber das finden wir dann auch noch raus. Weil ich persönlich habe mich, glaube ich, entschieden, dass ich mich wirklich auf Leder spezialisiere. Besonders für uns Jäger ist das natürlich ziemlich nützlich, da wir dann... wo kommen wir denn so vieles Mal her? Dann versuchen wir dort dem Drachenvolk noch ein bisschen Unterstützung zu leisten. So, das sieht ziemlich scheiter aus. Ich laufe da mal ein bisschen hinter sie. Da hinten haben wir ja eine kleine Gruppe von Blutelfen, die uns eigentlich unterstützen können, wenn wir das noch überleben. Ah, okay. Nein, unser Drachenfalken ist verstorben. Oh Mann. Schade, schade. So, dann müssen wir in dem Fall schnell kurz wiederbeleben. Drachenfalken, Begleiter freigeben und Tier wiederbeleben. Da ist es schon. Aber die sind schon ziemlich aggressiv unterwegs da, hä? Und das Schlimmste ist, die muss ich ja nicht einmal... Ich wüsste nicht einmal... Doch, nein, die passen nicht zu unserer Quest. Die bringen uns gar nichts. Oh. Falscher Knopf. Oh Mann. So. Nimm das, du Löli. So, dann haben wir auch die gut noch niederstrecken. So, dann haben wir wieder ein bisschen Leinstoff. Da fehlen uns aber jetzt auch noch komplett 3 Stück fehlen uns noch. Und ich freue mich jetzt schon im Allgemeinen bald aufs Level 13. Es sollte nicht mehr allzu weit wegstehen von der lieben Haustür. Und zwar können wir ja dann
anfangen, unsere eigenen Begleiter einsammeln. Und mich wundert es, was oder wer wir alles überhaupt können einsammeln können. Oder ob das hauptsächlich auf Wildtier bezogen ist. Vielleicht können wir ja sogar so einen Untoten einsammeln. Da ist etwas Besseres gerade gedroppt. Ja, das ist schon einiges besser. Das ziehen wir doch gerade mal an. Kann ich das jetzt nicht so einfach anziehen? Ja, dann sollte er uns gebunden werden. Das ist schon gar kein Problem. Aber so sind wir wieder einiges stärker. Das bringt uns nichts. Der Rest bringt uns im Großen und Ganzen auch nichts. Das heisst, wir tun uns jetzt nochmal ein paar Suche-Knopf Knochenplünderer auseinandernehmen. 2 Stück sollten wir eigentlich erledigen. Das sollte aber gut machbar sein. Das sollte gut machbar sein. Sobald jetzt dann wieder so eine kleine Horde auftaucht, wo unser Drachenvolk gerade in den Tod treibt, sollte das eigentlich gut machbar sein. So, das sollte eigentlich der letzte Löli auf unserer Liste sein. Dann sollte die Quest eigentlich abgeschlossen sein. Ich brauche ein Voilà. Ziel. Nice, so haben wir die Quest auch schon erledigt. Dann gehen wir ganz kurz mal zu dem lieben Mannmitglied hier oben und geben unsere Quests ab. Was ich jetzt aber noch gerade schauen kann, ich glaube, ab Level 13 ist dann das... Ab Level 13 können wir ziemlich viele Sachen über Begleiter 2 rufen, Tier füttern, Tier heilen, Wildtier zähmen, Wildtier Kunde. Und das wäre es dann auch mal gewesen. Aber das sind einige Fähigkeiten, die wir auf Level 13 bekommen. Könnte ich eigentlich mal ganz kurz schon mal durchlesen, damit ich weiss, was auf mich dazukommt. Oder wir erfahren es auch jetzt. Nice, es sind jetzt wirklich da mehrere Sachen auf uns zugekommen. Schauen wir uns die ganz kurz mal an. Sammelt Informationen über das Zielwildtier, zeigt Ernährung, Fähigkeiten, Spezialisierung sowie Zähmbarkeit an, ob es exotisch ist. Also exotisch, Wildtierkunde. Dann haben wir Wildtier zähmen. Zähmt ein Wildtier, sodass ihr eurem Begleiter wird. Wenn ihr aus irgendeinem Grund die Aufmerksamkeit des Tiers verliert, schlägt die Zähmung fehl. Okay. Heilt euer Begleiter im Verlauf von 10 Sekunden um 35% seines gesamten Gesundheit. Das ist natürlich auch ziemlich nützlich. Das hätten wir jetzt auch gut können gebrauchen. Füttert ein Tier die ausgewählte Speise, wodurch sie es sofort 50% seiner gesamten Gesundheit regeneriert, kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Ich finde auch ziemlich dumm, weil jetzt gerade momentan tut er eigentlich noch ziemlich schnell sich selber heilen. Oben unten haben wir jetzt noch Tierheilung. Das wäre eigentlich alles, oder? Das sind alle Sachen, die wir jetzt gerade bekommen haben. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich meine Wildtiersachen einfach da hinten platziere. So kann ich jetzt einmal Tier heilen. Die Wildtier kommt. Jetzt können wir das aber mal ausprobieren, ob ich da gerade irgendetwas finde, wo wir können das mal ausprobieren kann. Habe ich jetzt Quest schon abgegeben, oder? Jawohl, Quest haben wir schon abgegeben. Das heisst, ich mache mich auf den Weg zu den nächsten. Stimmt, wir haben das Level Up da durchbekommen. Oh Mann! Heute bin ich wirklich völlig neben der Spur. Oder einfach noch nicht wach. Das kann es natürlich auch sein. Aber ich würde jetzt gerne mal... ein Kaninli! Hoi Häsli! Tschüss Häsli! So, jetzt probiere ich das aber da gerade mal aus. Das heisst, jetzt muss ich einmal zuerst Wildtierkunde einsetzen. Oder muss ich zuerst aggressiv machen? Ich mache es jetzt zuerst mal aggressiv, dann benutze ich Wildtierkunde. Kann ich das jetzt nicht zähmen? Ihr müsst euren aktuellen Begleiter zurückschicken, bevor ihr einen anderen zähmen könnt. Aha, alles klar. Alles klar. Aber jetzt muss ich gerade mal nachschauen, weil jetzt hätten wir ja da noch einen, das steht, wo heisst Wildtier... Wildtierrufen 2. Wo ist jetzt das an? Tötungsbefehl. Ist das da? Begleitersteuerung. Ja, weil jetzt werden wir da ja bei Begleiter freigeben, Tier füttern, Tier heilen, Wildtier zähmen. Aber wo ist jetzt das an, wo ich kann Begleiter 2 rufen? Kann ich wirklich 2 Begleiter in dem Fall aufs Mal rufen? Das wäre natürlich ziemlich speziell. Ah, das wäre in dem Fall das da. Okay, eigentlich könnte man in dem Fall das ersetzen. Dann zeigt es mir auch immer noch den an. Und ich probiere jetzt mal unseren Begleiter zurückzugehen und versuche in dem Fall mal so einen Drachenfalken zu fangen. Wir besitzen ja schon so einen, aber... Und Wildtier zähmen. Okay, jetzt probiere ich das mal gerade aus. Wundert's. Okay, wir können aber auch Schaden über in dieser Zeit, dass wir wirklich schauen, dass wir auch genug weiter weg sind. Nice, so haben wir schon unseren zweiten Drachenfalken auf Level 13. Aber jetzt wundert es mich einfach, ob ich da... Nein, also in dem Fall nicht. Ich kann einfach 2 Begleiter gleichzeitig haben. Aber rufen kann ich in dem Fall nur einen. Zweite könnte ich jetzt nicht dazu rufen. Nein, also blöd gesagt, wir haben wirklich nur einen Begleiter. Da bin ich halt jetzt ziemlich unsicher gewesen. Aber wir können halt mehrere Begleiter durcheinander farmen. Das heisst, wir können jetzt einen Drachenfalken und einen Tiger zum Beispiel in unserem Reservoir haben. Und dann sollte das eigentlich super laufen. Da vorne haben wir Festflämmling. Das geben wir doch gerade mal ab da. Dann kommen wir nochmal so eine Brandblüte über fürs Fest. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Wenn wir gerade mal schauen, wo es uns langsam anverschlägt. Da vorne sind die Lehrlinge, denen müssen wir eins auf die Disziplin beibringen, indem wir ihnen den Stab auf den Kopf hauen. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. Sie sollten sich da vorne eigentlich befinden. Aber das finde ich jetzt ziemlich cool zu wissen, dass wegen der Begleiter. Das heisst, man kann wirklich mehrere prägen, aber mehrere verschiedene.
Dann müssen wir uns das einmal noch anschauen. Jetzt haben wir halt 2 Drachenfalken. Jetzt könnten wir uns natürlich einmal so ein Bachkatzenjüngs versuchen zu fangen. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, wie das Begleiter freigeben. Nein, jetzt muss ich stehen bleiben, mal schauen, wie das abgegangen ist. Dann würde ich sagen, ich versuche sonst mal so ein Bachkatzenpirschen zu fangen. Ihr habt bereits zu viele Tiere. Ah, jetzt muss ich das andere wieder aus dem Ding raus tun. Okay, alles klar. Ist halt noch komisch, jetzt am Anfang muss ich jetzt ehrlich sagen. Besonders bis ich mal reingekommen bin. Aber jetzt ist halt eher die Frage. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal schauen. Du gibst uns wieder keinen Loot, du kleine Fiesi. Wie tue ich denn jetzt da den Begleiter freigeben? Weiss ich auch schon, wie das funktioniert. Wildtier, Kundentier wiederbeleben. Aber wie werde ich jetzt den Drachenfalken da los? Das ist jetzt eine gute Frage. Weiss das gerade jemand von euch? Dann schreibt es mir doch mal ganz kurz in die Kommentare. Vielleicht funktioniert denn das besser, wenn wir da Beruf. Das sind dann noch unsere Berufe, die wir haben. Und das sind unsere 2 Begleiter. Passivspuren, Überleben, Vermeiden, Folgen, Defensive, Bleiben, Ausdauertraining bis Angriffen. Da steht nichts drin. Begleiter steuern, Wildtier Kunde, Begleiter freigeben, Tier füttern, Tier heilen oder Wildtier zähmen. Also bis jetzt können wir in dem Fall noch nicht irgendwie unseren Begleiter wieder ablegen. Also wir können 2 Mal rufen, aber irgendwie kann ich den nicht mehr... wie sagt man dem? Also Begleiter freigeben heisst ja, dass ich ihn einfach wieder einpacke. Und da kann ich ihn dann wieder rufen. Aber wenn ich Wildtier zähmen, brauche ich dafür einen Platz. Das, genau, ihr habt bereits zu viele Tiere. Okay, also ich muss mich da mal ganz ein bisschen erkunden. Damit sich das auch wirklich lohnt für uns. Da vorne sollten eigentlich die Lehrlinge sich aufhalten. Lehrling Ralin, von dem haben wir ja sogar ganz am Anfang mal noch eine kleine Quest ausgefüllt, dem Löli. Oh, jetzt muss ich... Das ist noch nicht bereit. Nice, okay. Aber ich muss sagen, es steht schon fast einiges besser als das schon von vorher. Also, das Aussehen hat sich ins Positive entwickelt und nicht ins Negative. Was mir auffällt, ist, es sind immer hauptsächlich Wächterinnen da unterwegs im Silbermond. Also da Frauenpower fehlt es eindeutig nicht. Unten haben wir auch den anderen Lehrling, von dem haben wir ja das Buch unter der Brücke geholt. Der wie höchstwahrscheinlich nicht schwimmen kann, wie es aussieht. Dann hauen wir ihm doch da auch noch gerade noch schnell eins auf den Keks. Ah, du verwandelst dich auch so in ein Dings. Wie sind das Wildschwein, sollte das glaube ich sein? Danke, könnt ihr mich nicht antun, wir hatten eine Abmachung. Doch, das haben wir dir jetzt halt da und das zu Recht. Wenn du da dich nicht bei dem Lehrmeister aufhaltest zum schneller lernen, können wir natürlich auch nicht dafür. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich die Quest später abgeben, weil ich glaube, wir müssen sowieso eher nochmal ins Silbermond zurück und uns sonst mal versuchen, da vorne anzuschauen, was da auf uns wartet. Weil das die ganze Zeit, das Hin- und Herlaufen ist natürlich ziemlich mühsam. Da erledigen wir doch mal schnell die Quests, die uns da noch auf dem Weg erwartet. Da haben wir ja eine zum Abgeben und eine noch zum Annehmen. Okay, dann haben wir jetzt mal männliche Wächter, okay. Also an Männerpower fehlt es in dem Fall auch nicht. Wir haben von beiden Seiten genug ausgeglichen. Finde ich ziemlich cool, dass da nicht eine Sorte, sage ich jetzt einmal, bevorzugt wird, sondern dass es wirklich ziemlich ausgeglichen ist. Und so, Morgenluft da oben befindet sich noch in dem Fall bei dem Pavillon zu. Da haben wir wirklich auch noch Morgenluft. Entdeckt Morgenluft. Okay. Langsam genug Morgenluft gesagt, aber dann tue ich da trotzdem meinen Drachenfalken beschwören. Damit wir unseren Begleiter da noch haben. Da haben wir auch sogar noch einen Drachenfalkenmeister. Das heisst, wir können jetzt einen Platz mehr, wo wir hin und her fliegen. Das hat sich natürlich ziemlich gelohnt. Jetzt könnte ich mich da in den Silbermond reinfliegen, damit wir den ganzen Weg nicht wieder auf uns nehmen. Aber da haben wir mehrere Quests, die wir annehmen können. Schauen wir das. Du hast sogar gerade 3 Quests für uns. Okay. Folgt der Straße, die von Morgenluft aus nach Süden führt und haltet Ausschau nach Kurier Morgenwanderer, wenn ihr in Geisterland erreicht. Okay, Salteris Hafen. Sprecht mit Lord Salterin im Sattlerinshafen im Immersangwald. Und dann haben wir noch Sprecht mit Lernin Mirveda beim Sanktum des Osten im Immersangwald. Also eigentlich alles Quests zum... Ja, ich habe sie angenommen. Das ist nicht gut. Sprecht mit... So, ja, wir haben alle. Lady, hättest du ein automatisches Feld schliessen, why not? Da haben wir jetzt aber wirklich einige Quests zum annehmen. Meldet euch bei Waldläufer in Sarien außerhalb von Morgenluft im Immersangwald. Das sind wirklich alles Quests, wo wir eigentlich Leute ansprechen müssen. Okay, bringt es nochmal irgendetwas zum Sprechen? Morgenhell in Morgenluft. Aufgabe abgeschlossen. Sogar, okay. Findet Larian Fußwand nach nahe des versenkten Hains, südwestlich des Immersangwalds. Okay, also wir sind wirklich alles Quests am Annehmen, wo wir nur überall mit irgendwelchen Leuten reden.
Finde ich auf eine gewisse Art und Weise schon ziemlich schade. Da haben wir nochmal eine Quest zum Angehen. Jetzt hoffe ich, dass wir wenigstens bei ihm ein paar Monsterli-Aufgaben bekommen, damit wir in dieser Folge auch noch wirklich ein bisschen Monster farmen können. Oh, das sieht ziemlich cool aus, dass wir da noch gerade eine gute Hose wie auch einen guten Umhang noch bekommen würden. Also einen von beiden können wir dann, glaube ich, auswählen. Velion Lichteiche, kein Kommentar, in Morgenluft im Immersongwald möchte, dass ihr ihm 6 Bachkatzenfälle bringt. Jawohl, wir haben eine Quest bekommen, wo wir noch dürfen ein paar erledigen. Aber irgendwie zeigt es mir an, jetzt muss ich mit dem reden, dann mit dem reden. Also ich muss auf dem Platz zu irgendwie mit all denen reden. Waren in Silbermond. Weiter Quest beenden und dann können wir gerade die nächste überwerbt einen Flug nach Silbermond und bringt seinen Frachtbericht zu Satyrin Morgenblau im Silbermond. Das heisst, wir müssen mit dem dann noch umeinander fliegen. Dann tue ich jetzt die Quest da hinten abgeben, oder ist die da oben? Die ist da oben, steht da so gemütlich umeinander. Wieso die nicht jetzt einfach dort raufspazieren? So, ich glaube, die Quest von dieser Person oder der bekommen. Die hat doch jetzt einfach den Weg da müssen laufen. Wie faul die Charaktere im WoW sind, das ist ja nicht normal. Aber gratis Erfahrung und ein bisschen Silber für uns. Tötet 5 getriebene Rohlinge und 5 getriebene Straßendiebe und erstattet Waldläuferin Degolin im Immersongwald Bericht. Ich würde sagen, wir haben jetzt in dem Fall 2 Quests bekommen, wo wir können Sachen abfarmen. Dann machen wir das doch mal ganz kurz. Einmal da hinten haben wir getriebene Raufbolde und da haben wir Katzen, die wir auf dem Weg in dem Fall abfarmen. Ich würde sagen, kümmern wir uns jetzt lieber zuerst einmal um die Quests. Und schauen mal gerade weiter, wie es da soll weitergehen, ja. Wo haben wir denn noch ein paar von diesen Backkatzenjungs? Vorher habe ich noch ein paar gesehen, jetzt finde ich gerade momentan keine mehr. Da hätten wir, glaube ich, so einen Immersang-Bocklin, aber der interessiert uns nicht. Da hätten wir so ein... Ah, da greift uns auch noch eins von hinten gerade an. So richtig hinterlügst. Eigentlich macht das doch noch die Schurke in dem Game, oh mein Gott. Dann würde ich ganz kurz verlangsamen. Dann unsere... Nice. Was ich jetzt aber ganz kurz wird machen ist, ich setze dich auf den B5. B5 sollte nämlich unsere Maus sein. Dann kann ich dich und dich nämlich auf... Nein, du bist jetzt auf B5. Ich würde gerne auf B5... Nein, B5 und B-Dings. Genau. B5 und B4, das sollten eigentlich meine Maustasten sein. Genau. Dann geht es auch viel leichter, anstatt dass ich da muss durchgehend so Tasten drücken. So, ein Basskatzenfell haben wir schon mal. Jawohl, nice. So, aber wenigstens können wir jetzt ein bisschen looten mal von diesen Katzen über. Bis jetzt habe ich ja nicht allzu viel von denen bekommen, aber jetzt sollte ich da noch ein paar mehr aufhalten. So, 2 Fälle haben wir in dem Fall bis jetzt schon. Es ist halt die Frage, ob ich mich einfach da auf den Weg runterbegebe zum Eis und hoffe, dass wir auf dem Weg noch ein paar finden. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Ja, doch, da hinten haben wir gerade mal noch einen. Dann schaut, dass da unser Tier zuerst angreift. Okay, also die Verlangsamung macht gar keinen Schaden. Also es will sich gar nicht lohnen, die Verlangsamung machen, solange sie uns nicht anvisieren. Also dann kann ich schauen, dass ich das Nummer 2 eigentlich kann auslassen zu dieser Zeit. So, dann haben wir jetzt gerade das nächste Backkatzenpirscher. Nice, komm, letzter Schuss. Jawohl. Ich kann nicht mehr tragen. Ist unser Inventar schon voll? Oh Mann, dann hätten wir doch noch schnell kurz ein paar Sachen verkaufen. Jetzt können wir schon wieder keine Sachen mehr tragen. Oh Mann, aber ich habe jetzt irgendwo noch keinen Händler gefunden momentan. So, dann haben wir dich auch erledigt. Dann haben wir dann noch Bachkatzenfälle, jetzt fehlen auch nur schon 2. Und dann haben wir da auf dem Weg wirklich noch gut können abfarmen. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, das 2 nicht mehr drücken, weil es lohnt sich nämlich wirklich ganz und gar nicht. Jodleti. Inventar ist voll. Ja, ich habe es verstanden, mein Inventar ist voll. Da oben haben wir noch ein Bachkatzen. So, das sollte in dem Fall der letzte sein. Dann sollten wir die Quest auch noch abgeschlossen haben. Finde ich cool. So, nein, der gibt uns wieder gar kein Loot. Die Bachkatzenjungs haben sie irgendwie... Bachkatzenpirschen, das sind ja keine Bachkatzenjungs mehr. Da kann ich irgendwie noch etwas... Jetzt ist aber eher die Frage, ob ich da irgendetwas rausschmeiße, das wir überhaupt nicht mehr brauchen könnten. Aber das ist ein Questgegenstand. Das ist auch ein Questgegenstand. Die muss ich alle behalten. Gut, das bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Also das könnten wir ja eigentlich momentan noch liegen lassen. Aber ich habe gemeint, wir hätten irgendwann mal noch eine Tasche bekommen, nicht? Doch, aber nur eine kleine, die hat 4 Plätze zugegeben. Sonst muss ich halt mal schauen, dass ich dann wirklich noch ein paar Taschen kann irgendwo einkaufen kann, damit sich das für uns dann auch noch ein bisschen besser lohnt. So, come on, gib mir mein Fell! Nice! Also, Quest abgeschlossen. Ab zu der nächsten, die sollten sich da gerade befinden.
Schau mal, also, du bist nicht aggressiv. Da vorne haben wir gerade einen Händler. Nice, da können wir gerade unsere Getränkeverkäufer, da können wir gerade unsere Sachen verkaufen. So unser Inventar nicht so überfüllt ist. Ehre den Was haben Sindorai. wir denn da? Das können wir verkaufen. Die brauche ich eigentlich nicht. Auch wenn du ein bisschen stärker wärst. Ja, die 0,3 tue ich weg. Ich finde die Schusswaffen nicht schön. Was kommt noch weg? Das da. Das da bringt uns genau wenig. Oh, jetzt zwei kann man auch verscherbeln. Dann würde ich sagen, diese Sachen kann man mal zur Zeit noch behalten. Jawohl, so. Dann haben wir da gerade noch 2 weitere Quests zum Abnehmen. Jetzt hoffe ich, dass die natürlich auch gerade mit dem zu tun haben, dass wir sie verbinden Ehre können. den Sindorai. Bringt sich das Waffen der Sindorai zur Verländerung weisvoll im Immersongwald. Gerechtigkeit wird obsiegen. Und da haben wir erlangt 6 Stücke vom Kapitän Elisenderas. Fracht wiederum bringt sie zu Kapitän Kelisendra beim befestigten Lager direkt östlich vom Ankerplatz der Sonnensegel im Immersongwald zurück. Okay, dann nehmen wir die doch auch mal gerade an. Die sollten sich jetzt eigentlich alle gerade da befinden, jawohl. Jetzt können wir die Quests natürlich gerade alle miteinander verbinden. Das ist natürlich noch eine ziemlich coole Sache. Dann schauen wir uns das mal an, was wir da so alles zusammenfinden. Wir haben auch eine Schlange an Quests offen zur Zeit. Also es wäre gut, wenn wir eigentlich mal aufhören annehmen und dann noch recht viel abgeben könnten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Quests hier verteilen uns an verschiedene Lager, wo wir dann noch zusätzliche Quests erhalten. Ich glaube, jetzt questen wir zuerst da, dann würden wir da gehen, dann questen wir da und so weiter und so fort. Und am Schluss müssten wir dann zurück zu Silbermond. Darum würde ich sagen, wir questen eigentlich mal die komplette Insel ab und schauen, was uns da erwartet. Da haben wir wieder so einen getriebenen Strassenjunge, da sind wir gut dran, aber da bewegt sich irgendein Körbchen auf und runter. Okay, das wäre unsere Waffe von Sindorai, das heisst, die finden wir auch gerade da, das ist natürlich ziemlich cool. Schauen wir, dass wir mal dem getriebenen Strassenjungen zeigen, wo unser Hammer hängt. So, jawohl, dann nehmen wir da noch gerade ein bisschen Kupfer mit. Das könnt ihr natürlich dann auch mal noch einstellen, dass ich automatisch alles aufnehme, aber ich weiss jetzt gerade nicht, wo die Einstellungen sind. Erweiterung, dreifach MSA, Multiple, Reaktion, grafische Einstellung, Grafik. Nein. Brauche Sound, also eigentlich wäre es ja Erweiterung. Spitzname, multiple Alphabet, mit der Nein. Ich muss mir das nachher mal noch genauer anschauen, wo das eigentlich sich könnte befinden. Tastatur belegen, Makros. Ich schaue mir das nachher noch schnell offline an, dass wenn wir jemanden anklicken, dass wir dann automatisch unser Inventar halt aufnehmen und nicht da müssen noch kümmere ich mich mal um den, dann kann der Drachenfalk sich mal um das andere kümmern. Dass wir nicht jedes einzelne müssen immer nur anklicken und dann auch... Oh, jetzt hat er den in Ruhe lassen. Muss näher heran. Nice, jetzt hat er dem gerade noch den letzten Hit gegeben da. Ah gut, das ist, jetzt habe ich gerade gemeint, das ist ein anderer Spieler, aber das sind ja andere Computer von da, wo es so eine richtige Schlange bildet, dass auch dem Questgeber ja nichts passiert. So, wie viel haben wir denn jetzt zur Zeit? 2 und 1 haben wir, davon haben wir so ein Kisteli zum Einsammeln, dann machen wir das mal ganz kurz. Kisteli, Waffe von Sindorai. So, dann machen wir gerade, kümmern wir uns mal um den nächsten gestriebenen Strassenjungen. Ah, das sind Strassendiebe. Also sie sehen einigermaßen gleich aus, aber von der Namen her ändert sie sich dann ein bisschen ab und von der Level her. Das andere sind die getriebenen Strassenjungs gsi, die wir mal als erstes getroffen haben. Das mal ist ja der getriebene Strassendieb. Böse Junge! Hast du deine gerechte Strafe, weil du nicht auf unserer Seite stehst? So, nochmal 14 Kupfer. Geld lohnt sich natürlich immer, können wir gut brauchen. Dass wir später unser Fliegen gut leisten können. Das Fliegen sollte ja mehrere Gold wert sein. Also ich glaube 5 bis 10 Gold. Und so viel besitzen wir ja nicht mal annähern. Wir haben nicht mal 1 Gold bis jetzt. Und daher... Oh Mann, bist du gerade besser als die wir anhaben? Nein, du bist genau gleich stark. Das heisst, du lohnst dich im Großen und Ganzen gar nicht. Ich finde von diesen Waffen nicht so wirklich viel, gerade momentan einfach vom Gesehen her. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr auf uns zu. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Irgendwo sollte sich auch noch das Captain Vereisenpracht befinden. Wo ist denn das? Ah, das ist dann wirklich weiter unten. Das heisst, wir tun jetzt so wirklich mal da ein bisschen durchquesten. Abwärts zum See. Und da unten sollten wir dann auch noch von diesen Captain Kelisans Fracht finden. Ich habe kein Ziel. So, nice. Da vorne haben wir auch gerade nochmal eine Kiste. Oh, Das falscher ist Knopf. zu weit entfernt. Falscher Knopf. Oh Mann, jetzt muss ich aber mal schauen, dass unser Falken noch mal ein bisschen aufheilen. Nicht, dass der uns dann noch zu flöten geht. Ich brauche ein Ziel. Gerade mal schauen, wie das funktioniert. Hier füttern. Alles müsst ihr dann auf dem Gegenstand machen, wie zum Beispiel ein Äpfel. Okay, nice.
Und das Tier heilen probieren wir jetzt auch gerade mal aus. Okay, aber kann ich das jetzt während dem Kampf auch einsetzen? Das würde ich jetzt gerne mal noch ausprobieren. Ob ich während dem Kampf natürlich unser Wildtier auch noch heilen. Meine Kiste. Meine Kiste. Ich sammle mir die jetzt einfach mal ein, während du da am Kämpfen bist. Eigentlich könnte ich da unser Wildtier noch losschicken, damit wir den Loot auch noch bekommen. Nice. So klaut man natürlich auch noch NPCs weg von anderen Spielern. So, wie viel von denen fehlen uns noch? Soldier Schwerter haben wir noch nicht so viel. Haben wir jetzt 5 von 8. Getriebene Strassendings haben wir erledigt. Wir brauchen jetzt aber noch getriebene Raufbold. Du bist Strassen, da hinten wäre ein Raufbold. Das ist halt die Frage, komm, ich tu dich jetzt auch noch erledigen. Das bringt uns auch noch ein bisschen XP. Why not? Why not? Voilà! Nice, nice! Da vorne haben wir den getriebenen Raufbold. Also ich muss sagen, das Level merkt man auch schon, geht jetzt gerade zur Zeit ein bisschen langsamer vor. Also Level 11 ist ziemlich langsamer geworden. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass im WoW, ich habe gemeint, am Anfang der Levels ist die Kamera so nah beim Charakter, dass wir im späteren Verlauf, dass die Kamera weiter gegen hinten geht, dass man mehr sehen, weil so nah dran finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Also es gefällt mir jetzt nicht, ich würde gerne weiter hinten vom Charakter sein, ich weiß nicht, ob ich das noch selber einstellen muss oder ob das dann automatisch kommt. Und es fehlen halt nochmal 3 von diesen Waffenteiler, die eigentlich in dem Bereich drin sollten sein, aber ich würde sagen, ich begebe mich jetzt lieber sonst mal zu dieser Quest, aber dann erledigen wir die und auf dem Rückweg finden wir sicher nochmal, bis dann sind nochmal ein paar respawned. Da hätten wir noch einen Wildtierkampf, Pokémons. Wir lassen unsere Pokémons jetzt gegeneinander fighten. Da hätten wir jetzt die Motten, ich würde aber gerne mal etwas anderes noch sehen. Komm, ich setze jetzt einfach mal die Fähigkeit ein. Die hat ja letztes Mal noch ziemlich guten Schaden gemacht. Die Musik im Hintergrund, also, Entschuldigung, für mich hat das jetzt wirklich auf eine gewisse Art... Wow, gerade zweimal hintereinander. Also die Fähigkeit ist ziemlich cool von dem. Jetzt haben wir unseren Wildtierkampf auch noch gewonnen, haben wir unsere Pokémon gegeneinander können kämpfen lassen. Nice Sache, da unten haben wir gerade noch einen Murloc. Wow, da unten finden wir mal Murlocs, die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Die spiele ich halt mega gerne im Hearthstone, vom Schlachtfeld. Sind die natürlich ziemlich nice zum Spielen. Aber die Frage ist jetzt, wo sind denn die Truhen, die wir finden oder die... Wir brauchen noch Kapitän Selirans Fracht. Ah, das sind die Fässer, die dazu stehen. Okay, da hinten hat es ramponierte Truhe. Die würde ich jetzt aber gerne mal noch reinschauen. Und jetzt schauen wir das mal gerade mal noch an. Fehlklick bei mir immer noch vulgär und gut. Versucht er sich noch aufheilen. Dann löschen wir gerade mal den noch schnell aus, damit ich da in Ruhe auch an meine Kisten ran kann. Nein. Okay, die lassen in dem Fall auch von diesen Kisten gehen, also von diesen Fässern. Das ist natürlich ziemlich gut. Die kann ich irgendwie nicht öffnen, okay. Also während ich in einem Kampf bin, funktioniert das dementsprechend dann nicht. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Da greifen mich aber gerade ein paar viel aufs Mal an. Finde ich aber gerade ziemlich uncool. Ziemlich uncool. Nein, nein, nein. Da haben wir uns gerade ein bisschen zu viel aufs Mal ins Visier genommen. Das hätte ich jetzt natürlich auch nicht erwartet. Aber ein Tod darf natürlich auch nicht fehlen im WoW. Sonst wäre das Spiel einigermaßen langweilig. So, dann würde ich sagen, dann mache ich mich in dem Fall auf den Weg zu unserer Leiche. Also, wir starten eigentlich am nächststehenden Punkt bei unserem Geistheiler. Jetzt sind wir eigentlich so eine komische Geistergestalt und machen uns auf den Weg in dem Fall zurück zu unserer Leiche. Das ist natürlich jetzt auch ziemlich dumm von mir. Ich hätte jetzt besser darauf achten und mich so gierig auf die Kiste stürzen. Aber wer mich schon kennt, ich bin ein absoluter Kistenli-Jäger. Also, sobald ich ein Kistenli sehe, macht es im Kopf völlige Wirrwarr und ich wollte dann nur noch die Kistenli einsammeln. Das ist auch noch eine ziemliche Strecke, die wir jetzt halt zurücklegen bis dafür. Aber das sollten wir ja auch noch gut anbekommen. Kann ich da nicht drüber kumpen? Nicht, okay. Dann machen wir uns mal langsam auf den Weg. Was habe ich jetzt denn falsch gemacht? Also jetzt im Großen und Ganzen haben die mich ja gerade alle aggro ins Visier genommen, sobald ich zu dieser Kiste für bin. Was bedeutet, ich muss schauen, dass ich zuerst alle einzeln ausschalte, bevor ich dann dort versuche, weiter das zu machen. Was ich vorher natürlich auch noch gesehen habe, ist, dass man da noch rein kann und den Weg drauf. Das könnte man uns dann natürlich auch auf dem Rückweg anschauen. Dass sich vielleicht da drinnen noch ein paar Sachen verbirgen, die ich gerne sehen würde. Sieht auch irgendwie ganz danach aus. Wir haben bis jetzt eine Fracht, da fehlen uns noch 5 von denen. Die anderen Quests haben wir schon abgeschlossen. Das heisst, wir haben jetzt noch 2 Quests, wo wir Sachen erledigen müssen. Und dann haben wir nur noch Quests, wo wir Sachen abgeben müssen. Das ist natürlich auch noch ziemlich nice. So. Schwuppdiwupp, wir sind schon fast da. Dass wir da jetzt auch ein bisschen schneller können. Aber das mit der Kameraeinstellung, das finde ich halt ein bisschen blöd. Ich weiss nicht, ob ich das halt selbstständig machen muss oder ob das dann ab einem gewissen Level automatisch gemacht wird.
Kann ich gerade mal schauen. Soundsprache, Sound ist da. Da haben wir da Voice Chat. Erweiterung haben wir schon durchgeschaut. Das wäre halt grafisch okay. Muss ich denn das beim Interface einstellen? Kampf, Anzeige, Kontakt, Aktionsleiste. Steuerung, automatisch absitzen, schnelles Plündern. Genau das ist das, was ich vorher erzählt habe. Dass wenn ich jetzt etwas plündere, tut es automatisch alles aufnehmen und ich muss nicht immer die ganze Zeit alles einzeln anklicken. Die Kamera wäre natürlich da. Kameraverfolgungsstil. Diese Kamera ermöglicht das verhaltene Kameraspiels anzupassen. Versetze die Kamera über die Wasseroberfläche, wenn der Charakter über Wasser ist und unter die Wasseroberfläche, wenn er unter Wasser ist. Finde ich jetzt völlig unnötig. Das heisst, dann tut sich das in dem Fall von allein regenerieren. Also, so zurückversetzen. Darum muss ich mich da jetzt einer Größe drum Größe drum. Ach, meine Wörter wieder, mein Wunschschatz. Duden, hilf mir. So, jetzt annehmen. Jetzt sind wir da auch völlig außerhalb von allem. Aber wisst ihr, was ich jetzt gerade mal würde an dieser Stelle sagen? Wir haben ja jetzt da... Oh, ich setze mal anders an, das sieht ja ziemlich komisch aus. Wir haben ja jetzt ein paar Quests erledigt, wir sind ein bisschen vorwärts gekommen, wir haben jetzt einmal gesehen, wie es aussieht, wenn man stirbt im WoW. Ist komplett nicht Plan gewesen, aber ein dummer, blöder Fehler von mir. Da ich hätte jetzt wirklich müssen schauen, dass ich zuerst alle einzeln vernichte, bevor ich da versuche, meine Truhen einzusammeln. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir doch die Folge. Danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Würde mich sehr freuen, wenn es ein bisschen vorwärts gehen würde auf meinem Kanal oder wenn sich ein paar Leute mehr interessieren würden für das Let's Play. Oder ich weiss auch, dass ihr euch dafür interessieren. Das wäre natürlich noch ziemlich cool, aber... An dieser Stelle danke ich dem vielmals und wir sehen uns in der nächsten Folge World of Warcraft. Danke und ciao!